Ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin der Dani Vega. Wir befinden uns wieder in der Spielwelt von Alan Wake. Und wenn ihr euch noch erinnert, im letzten Mal bin ich auch in dieser schrägen Traumwelt gelandet, nachdem ich Darkness, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das komische Viech heisst von der Darkness, also die komische Frau. Ist ja egal, das finde ich natürlich schon mal raus. Die Idee ist, ich bin jetzt eben in dieser komischen Traumwelt gefallen, nachdem ich Darkness am Cauldron Lake bis zu einem gewissen Grad besiegt habe. Ich weiß aber nicht genau, was jetzt wirklich passiert ist, wieso ich mich jetzt genau hier befinde und wieso nicht. Wieso ich mich jetzt hier genau befinde und wie es dazu gekommen ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Darkness noch nicht besiegt ist, aber das bald mal wird. Und ja, dass das wahrscheinlich in den nächsten paar Sessions dann irgendwann wird der Fall sein. Die komischen Wörter da in der Luft, wenn ich die jetzt mal genau anschaue, die sind zerstörbar. Bird. Thermos. Ah, witzig. Ein Thermoskanne, da kann ich die gerade aufpicken. Shopping Cart. Okay, also ich befinde mich offenbar in einer Art Zwischenwelt, wo die Macht von der Darkness eigentlich funktioniert. Weil, wenn man sich das überlegt, dass Wörter in Gegenstände und wieder zurück in Wörter verwandeln können werden, ist das eigentlich das, wo der Ort, wo der Alan den Roman geschrieben hat. Phone Booth. Oh, das ist das Telefon. Hallo? Das war es. Crate, eine Box. Vielleicht haben wir da ein paar Waffen drin. Das ist ein Telefonmast. Okay. Nochmal ein Vogel. Ah, jetzt ist mir gerade aufgefallen, im Hintergrund hört man... Was ist das nicht der Fall? Ich habe jetzt gerade gemeint, dass wenn ich das Wort zerstören oder beleuchten, dann hört man Tastaturanschläge von der Schreibmaschine. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what are you saying? You can't... You don't love me. How could you when you don't even love yourself? All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. Ja, Alan, stop. Put the light back on. jetzt schafft Darkness mit... Genau. Nothing like that had ever happened. Jetzt schafft Darkness mit meinen Erinnerungen und mit meinen Gefühlen, um sie gegen mich oder vor allem mit meinen Ängsten, um sie gegen mich einzusetzen. Das gefällt mir gar nicht. Shoebox, ist da der Klick drin? Nein, okay. Bridge. Nimm zuerst mal das Telefon ab. Ja. Okay, ich glaube, das wird mir auch, sowas in der Art wird mir auch bevorstehen. Ist in der Divers Isle? Ja, voll. Schräg. Oh, den Bird habe ich noch vergessen. Ah doch, sind Tastatureinschläge gewesen. Let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. My heart is filled with darkness. I'll cut it out. I'll take you back to the Dempsey Cave.
Wow. So, wenn du jetzt an dieser Filled with darkness. Sequenz ein bisschen irritiert hat, hättest dass der Thomas die gleiche Stimme gehabt wie der Alan. Vielleicht ist das auch nur da, um mich zu verwirren, aber das finde ich jetzt irgendwie relativ unheimlich. Ehrlich gesagt. Okay. Ah, ist das... Moment mal. Als ich ins Wasser gesprungen bin, bin ich... Ah ja, logisch. Als ich ins Wasser gesprungen bin, bin ich natürlich im Nichts oder in einem schrägen Ort eigentlich im Nichts gelandet. Ah, das kommt nochmal. Im Nichts gelandet, wo eigentlich Divers Isle, also die Insel hätte sollen sein. Und jetzt befinde ich mich in dem ja, Nimbus, oder wenn man dem will sagen, wo die Insel Stück für Stück, Wort für Wort sozusagen wieder erschaffen wird. Get away from me, you hag! Where am I? Let me go! Alice! I'm coming! Ja, Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Now it's too late. It's his fault. Now you will never get her back. was sehen wir denn noch? Die hat kein Herz. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh no!
Oh. Okay. Das ist jetzt unerwartet gekommen, um es mild auszudrücken. Okay. Ich muss es zuerst ein bisschen auf mich wirken lassen. Ground control to Major Tom. Oh. Oh, und der Soundtrack. Ganz geil. Ground control to Major Tom. Take your broken Ja, meine lieben Zuschauer, das wäre Alan Wake gewesen. Ich hatte gedacht, das geht noch ein bisschen länger nach der letzten Session, aber so wie es aussieht, ist das Ende gewesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Alan eingesehen, was der Thomas Zane falsch gemacht hat. Und zwar ist das simpel und einfach das gewesen, dass der Zane mit allen Mitteln hat wollen, selber überleben. Und der Alan umgekehrt hat eingesehen, dass es so wahrscheinlich nicht will funktionieren. Man kann nicht immer gewinnen, man muss ein Opfer entrichten dafür, wenn man will, dass was er wollte von Anfang an ist, oder was ich wollte mit Alan zusammen, ist die Alice retten. Und die Alice hat nur gerettet werden, wenn... Ja, voll. Sie kann nur gerettet werden, wenn die Alan sich für sie opfert. Weil alles kann man nicht haben. Ja. Okay, also gut. Das wäre jetzt in dem Fall mein erstes längere Let's Play, wo ich durchgezogen habe. Auch mein erstes, streng gesehen. Mein allererste, wo ich ernsthaft in Erwägung gezogen habe, zum Schluss zu spielen, und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was Alan Wake angeht, also wenn es euch gefallen hat und ich viel Feedback bekomme, dass ich es weiterziehen soll. Es hat auch noch einen Teil 2 von Alan Wake. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heisst. American Nightmare, glaube ich. Sowas. Alan Wake, American Nightmare. Statt American Dream wahrscheinlich. Ich kann mir das zwar nicht ganz vorstellen, wie das wird funktionieren, wenn Alan plötzlich wieder auftaucht, weil er ist ja eigentlich jetzt verschwunden. Er ist nicht mehr da. Er hat sich eigentlich aus dem Leben geschrieben, wenn ich das richtig verstehe. Aber wie gesagt, also wenn es euch gefallen hat und ihr das Gefühl habt, ihr wollt weiter Alan Wake weiter sehen und hören und spielen sehen, wenn ich das mache, dann könnt ihr mir das sagen. Ich würde es gerne machen. Vielleicht würde ich es ohnehin machen, aber ich glaube für einen Moment würde ich mal das Alan Wake Pause machen. Wow, also. Ich danke euch allen, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Mir hat es mega viel Spass gemacht. Also ich habe auch einiges dabei gelernt. Ich denke, wenn ihr es vom ersten Video bis zum letzten durchgehalten habt, werdet ihr merken, dass ich auch ein bisschen, also zumindest nach meiner Auffassung, habe ich einiges an Sprüngen gemacht, was das Editieren angeht, was das Kommentieren angeht. Ja, nur schon von Hochdeutsch auf Schweizerdeutsch. Und vielleicht sind es auch vor allem Sachen, die ihr nicht unbedingt seht oder nicht auf den ersten Blick seht. Aber mir hat mir enorm Spass gemacht und vor allem hat es mir auch gezeigt, dass ich das Video, wie soll ich sagen, das Let's Playen, das Kommentieren von Videospielen, dass mir das sehr zusagt und dass ich das wieder weiterziehe. Und ich hoffe, wir sind da genau gleicher Meinung. Also, das war es von mir, von Danny Vega, vom Alan Wake, von der Alice und natürlich von Barry.
den dürfen wir natürlich gar nicht vergessen. Der Barry. Ja, gute Erinnerungen kommen damit drauf. Okay, also, gut. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr bis hier durchgestanden habt, bis zum Schluss. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir oder hören wir uns ja das nächste Mal wieder zu Alan Wake American Nightmare. Wer weiß, wer weiß. Okay, also, bis das nächste Mal. Tschüss.